aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. M wie Megalithmauerwerk an Burgen. Entdecke die gewaltigen Megalithmauern des Mittelalters, von der Schweiz bis zum Oberrhein. Baukunst, Macht und Mythen in Stein. Steine, die Macht ausstrahlen. Wenn wir an Burgen denken, stellen wir uns oft hohe Türme, mächtige Mauern und zinnengekrönte Mauern vor. Doch in manchen Burgen steckt etwas ganz Besonderes. Das Megalith-Mauerwerk. Megalith aus dem Griechischen für großer Stein bezeichnet riesige, oft nur grob behauene Lesesteine oder Findlinge. Ihre grobe, wuchtige Form verleiht Mauern ein archaisches, fast urzeitliches Aussehen. Lange Zeit hielt man diese Bauweise für heidnisch oder frühmittelalterlich. Tatsächlich stand sie im Hochmittelalter, bewusst als Gestaltungsmittel. Archaische Optik mit Absicht. Megalith-Mauerwerk wirkt in seiner Grobheit, Dynamik und Schlichtheit wie aus einer anderen Epoche. Die großen, stark gebuckelten Oberflächen erinnern an prähistorische Zyklopenmauern. Schon um 1200, besonders aber zwischen 1230 und 1250, nutzten Adelsfamilien diese Technik gezielt, um Macht, Beständigkeit und erhabene Altertümlichkeit zu demonstrieren. Ähnlich wie bei Buckelquadern, nur noch monumentaler. Hier die Gegenüberstellung. Links ein sehr schönes Bruchsteinmauerwerk, in der Mitte die Buckelquader und ganz rechts, etwas einfach dargestellt, das Megalith-Mauerwerk. Auch eine Vermischung der verschiedenen Mauerwerken war möglich. Bruchsteinmauerwerk im oberen Bereich, Buckelquader etwa ab dem Sockel und natürlich als Fundament oder Sockelgestaltung Megalithsteine. Beispiele aus der Bodenseeregion und dem Alpenvorland. Im folgenden Abschnitt werden Burgen der Bodenseeregion und dem Alpenvorland in der Schweiz betrachtet, in denen sich das Megalith-Mauerwerk in besonders eindrucksvoller Qualität zeigt. Hervorzuheben sind dabei die archaisch wirkende Wohnturm von Mammertshofen, die Burg Frauenfeld mit ihren charakteristischen Megalithbuckeln sowie die Mörsburg, deren Erscheinungsbild durch großformatige Steinquader geprägt ist. Burg Mammertshofen, Turm aus Megalithsteinen. Geschichte. Burg Mammertshofen in der Gemeinde Roggwil im Kanton Thurgau war einst Sitz der St. Gallischen Marschstelle gleichen Namens, deren Geschlecht um 1360 ausstarb. Die Anlage entstand vermutlich auf einem gerodeten Gelände und ersetzte wohl eine frühe Holzburg. Im 13. Jahrhundert standen die Herren von Mammertshofen während des Konflikts zwischen dem Bischof von Konstanz und dem Abt von St. Gallen auf Seiten des Bischofs. Das führte dazu, dass der Abt die Burg militärisch einnahm und sie fortan als Stützpunkt der Abtei nutzte. Nach dem Aussterben der Linie kam die Herrschaft an die Schenk von Kastel. In den Appenzeller Kriegen wurde die Burg ohne Kampf eingenommen und deshalb nicht zerstört. Sie verblieb bis 1645 im Besitz der Familie, ehe sie mehrfach den Eigentümer wechselte. 1792 erwarb die Familie Orlandi aus Bevers das Anwesen samt umfangreichen Landbesitz und mehreren Höfen. Seitdem ist das Schloss ununterbrochen im Privatbesitz. Der mächtige Bergfried stammte aus dem 13. Jahrhundert und zählt zu den imposantesten in der Schweiz. Sein Fundament besteht aus gewaltigen, kaum bearbeiteten Findlingen, einige davon bis zu 3 Tonnen schwer und über 2 Meter lang. Der Turm hat einen quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von 13,5 Metern und ebenso hoher Mauerchor. Die Mauern sind durchgehend 2,80 Meter stark. Der hölzerne Obergarten oder Hurden, dendrochronologisch um 1330 datiert, kragt deutlich vor und wird von den unregelmäßigen Stützen getragen.
Umbauten erfolgten 1591 und 1655, seither blieb der Bergfried unverändert. Das Wohnhaus wurde 1694 erweitert und mit einer Kapelle ergänzt. 1852 errichtete Johann Christoph Kunkler die heutige Zinnmauer mit Spitzbogentor sowie Brücke über den ehemaligen Burggraben. Zwischen 1986 und heute fanden mehrere sorgfältige Innenrestaurierungen statt. Hier die heutige bzw. seit dem 19. Jahrhundert entstandene Burgzufahrt. Links ein Blick in den Innenhof mit diesem archaisch wirkenden Bergfried und dem Obergarten, also dem Obergeschoss mit Wohnräumen. Und rechts noch meine historische Ansicht. Burg Frauenfeld, markante Buckelquader in Großformat. Geschichte. Die Geschichte der Burg Frauenfeld beginnt um 1230, als die Kyburger, damals Herren der Landgrafschaft Thurgau, einen mächtigen Wehrturm auf dem Molassafelsen über der Murg errichteten. Dieser Turm, aus großen Findlingen erbaut, bildet noch heute das Herzstück des Schlosses. Nach dem Aussterben der Kyburger 1264 übernahmen die Habsburger die Anlage und erweiterten sie um einen Zwinger. Unter König Albrecht wirkte hier Jakob von Frauenfeld, später Hofmeister des Königs. Ende des 14. Jahrhunderts ging die Burg an die Herren von Hohenlandenberg, die das Verteidigungssystem mit Gräben und doppelnder Ringmauer verstärkten. 1460 eroberten die Eidgenossen den Thurgau und ab 1534 diente das Schloss als Sitz der Landvögte, die es vor allem im Inneren und an ihre repräsentativen Aufgaben anpassten. Mit dem Ende der alten Herrschaft 1798 fiel die Burg an den Kanton Thurgau, der sie zunächst als Wohn- und Amtsgebäude, später auch kurzzeitig als Zucht- und Arbeitshaus nutzte. Mitte des 19. Jahrhunderts drohte der Abbruch, doch dank öffentlichem Widerstand blieb die Anlage erhalten. 1955 ging sie mit der Auflage, ein Museum einzurichten, wieder in kantonalen Besitz. Seit 1960 beherbergt sie das Historische Museum Thurgau. Baugeschichte. Der Wehrturm von Frauenfeld ruht auf einem Sandsteinfelsen und beeindruckt durch sein mittelalterliches Mauerwerk aus gewaltigen Findlingen. Der ursprüngliche Eingang lag hoch über dem Boden und war nur über eine hölzerne Laube erreichbar. Innen finden sich noch heute die dicken Mauern, kleine Fensteröffnungen und Balkenkonstruktionen, die dendrochronologisch auf die Jahre 1231 und 1235 datiert wurden. An der Murgseite wurde gleichzeitig der Palas angebaut, mit steinernem Sockel und hölzernem Aufbau. In der Hohenlandenberger Zeit kamen die markanten vorkragenden Holzkonstruktionen, ein ebenerdiger Eingang sowie zusätzliche Wirtschaftsgebäude hinzu. Spätere bauliche Anpassungen betrafen vor allem die Nutzung, Fenster wurden vergrößert, Säle und Wohnräume neu gestaltet. Im 19. Jahrhundert veränderte man das Umfeld stark. Der Burggraben wurde aufgefüllt, Teile der Ringmauern abgetragen und neue Anbauten errichtet. Trotz dieser Veränderung blieb der historische Kern mit Wehrturm und wesentlichen mittelalterlichen Bauelementen erhalten. Und man machte die Burg Frauenfeld zu einem herausragenden Beispiel wehrhafter Profanarchitektur in der Schweiz. Hier sehen wir die Gesamtansicht der Burg Frauenfeld, noch markant der Bergfried mit diesen wunderschönen Findlingen und auch der Palasunterbau, sowie die vorkragenden Geschosse, typisch für die Bauzeit. Hier noch ein historisches Bild auf der linken Seite etwa im 19. Jahrhundert und rechts die andere Seite der Burg Frauenfeld. Burg Mörsburg, Mauern mit großformatigen Steinen. Geschichte. Die Burg Mörsburg, im Mittelalter auch Mörsberg genannt, liegt auf 511 Metern Höhe oberhalb vom Winterthur und war strategisch so platziert, dass Sichtverbindung zur Kyburg und zum Schloss Hegi bestand. Über ihre Erbauer ist nichts Sicheres bekannt. Vermutlich stand an ihrer Stelle schon im frühen 11. Jahrhundert eine Holzburg. Der steinerne Wohnturm dürfte im späten 11. Jahrhundert von den Herren von Winterthur errichtet worden sein. Um 1030 gelangte die Burg wahrscheinlich durch eine Konfiskation Kaiser Konrads an die Grafen von Nellenburg. 1111 wird mit
Adalbertus Commes de Morsiberg, ein Angehöriger dieser Familie, als Besitzer erwähnt. Nach deren Aussterben kam die Anlage an die Grafen von Dillingen-Kyburg. Hartmann IV. Von Kyburg erweiterte die Burg Mitte des 13. Jahrhunderts und residierte oft hier. Über seine Gattin Margarete von Savoyen ging die Burg 1273 an Rudolf von Habsburg und das Lehen an die Meier von Oberwinterthur, später an die Herren von Goldenberg. Bis 1569 blieb die Mörsburg Sitz der Goldenberger, danach wechselte sie mehrfach den Besitzer. 1598 kaufte die Stadt Winterthur die Burg und nutzte sie bis 1798 als Amtssitz. Kämpfe zwischen den Franzosen und Österreichern im Jahr 1799 hinterließen schwere Schäden. Nach einer langen Leerstandszeit im 19. Jahrhundert errichtete der Historische Verein Winterthur um 1900 hier ein Museum ein. Bis 2016 war die Burg durch einen Schlosswart bewohnt, heute wird sie gemeinsam mit dem benachbarten Restaurant betreut. Baugeschichte. Archäologische Grabungen belegen Spuren einer Anlage aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Der ursprüngliche Turm mit 1,30 Meter dicken Mauern wurde von den Kyburgern massiv verstärkt. Eine U-förmige Ummantelung aus mächtigen Findlingen, sogenannten Megalithen, schützte ihn auf 3 Seiten. An den Turm wurden im späten 12. Jahrhundert eine Umfassungsmauer und ein zwingerartiger Vorbau angebaut, der später nochmals verstärkt wurde. Bemerkenswert ist, dass das äußere Mauerwerk aus großen Findlingen erst etwa 2 Meter über dem Boden beginnt. Ein Hinweis darauf, dass früher Erdaufschüttungen bestanden. Der Turm misst rund 16 mal 16 Meter im Grundriss bei einer Mauerdicke von fast 5 Metern. Um 1240 entstand ein 3. und 4. Geschoss in Fachwerkbauweise mit großen und kleinen Saal sowie eine frühgotische Kapelle mit Kreuzrippengewölbe, deren Gestaltung Einflüsse aus Savoyen verrät. Damals erreichte die Anlage ihre größte Ausdehnung mit Trinkmauer, Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Teile davon wurden 1978/79 freigelegt, darunter Säulen eines repräsentativen Saals und Spuren eines Speicherbaus. Das Ritterhaus wurde um 1400 aufgegeben. Nur der Turm und Mauern blieben. Nach dem Erwerb durch Winterthur 1598 wurde die Burg mehrfach renoviert, umfassend 1931, innen 1973/74 und zuletzt von 2013 bis 2019 im Rahmen einer Gesamtsanierung. Hier sehen wir den sogenannten Wohnturm der Burg Mörsberg, heute ist leider nicht mehr erhalten. Links eine Ansicht aus dem 19. Jahrhundert, wo noch mehr erhalten war von der Burg Mörsberg, und rechts noch einmal der Wohnturm mit den großen Findlingssteinen im Detail. Oberrheinische Beispiele. Burg Alt-Eberstein, Bergfried-Basis mit grob zugerichteten Megalithsteinen. Auf einem 480 Meter hohen Bergkegel, strategisch günstig über dem Burgtal gelegen, entstand um das Jahr 1100 die Burg Alt-Eberstein als Sitz der Grafen von Eberstein. Der älteste Teil der Anlage war die mächtige Schildmauer. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Burg 1197 als Castrum Eberstein. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts begannen die Grafen mit dem Bau der nahegelegenen Burg Neu-Eberstein und verlegten ab der Zeit Ottos I. 1207 bis 1279 ihren Hauptsitz dorthin. 1140 kam Alt-Eberstein durch die Hochzeit von Kunigunde von Eberstein mit Markgraf Rudolf I. von Baden, teils als Mitgift, teils durch Kauf, in den Besitz der Markgrafen. 1288 fiel auch der Burgweiler Ebersteinburg an Baden. Die Markgrafen erweiterten die Burg deutlich und nutzten sie zeitweise sogar als Residenz, bevor sie an Burgmannen übergeben wurde. 1290 wird Johann von Berwartstein als Burgmann genannt. Um 1400 diente die Burg als Aufbewahrungsort des markgräflichen Archivs. Ein tragisches Kapitel der Burggeschichte ereignete sich 1434. Agnes von Baden, Schwester des Markgrafen Jakobs I., wurde hier nach einem Familienskandal lebenslang interniert. Sie starb 1473, erblindet und isoliert. Nach ihrem Tod zog der badische Haushofmeister Hans von Bergen ein, ihm folgten andere Amtsträger.
Spätestens 1573 war die Burg unbewohnt. Die Ländereien gingen an die Gemeinde, die Anlage selbst verfiel und wurde später als Steinbruch genutzt. Seit dem 19. Jahrhundert finden konservatorische Arbeiten statt, um die eindrucksvollen Reste zu bewahren. Baugeschichte. Von der einst imposanten Spornburg sind heute vor allem die gewaltige Schildmauer und der später aufgesetzte Bergfried erhalten. Der Bergfried steht an der Südostecke, hat einen quadratischen Grundriss und ragt 18 Meter hoch auf. Besonders eindrucksvoll ist die Schildmauer. Sie besteht aus mächtigen, sorgfältig gesetzten Porphyrchronogolement-Blocken, teils von beachtlicher Größe, die wie Megalithsteine wirken. Diese mächtige Basis gab der Burg nicht nur statische Stabilität, sondern auch Schutz vor Angriffen. Die Mauer erreicht eine Höhe von 14 Metern und erstreckt sich auf 30 Meter Länge. An den Bergfried schließt sich nach Westen der etwa 20 mal 20 Meter große Burghof an, der nach Norden durch einen geräumigen Palas abgeschlossen wurde. Mauern und Zwingeranlagen umgeben die Anlage und südöstlich schloss sich eine Vorburg an. Heute lassen die Überreste der Burg Alt-Eberstein noch gut erahnen, welche Wehrhaftigkeit und Bedeutung sie im Mittelalter besaß. Und die mächtige Megalithbasis der Schildmauer gehört zu den beeindruckendsten baulichen Zeugnissen. Hier die Fernansicht der Burg Alt-Eberstein. Ein Blick auf die Schildmauer mit der schönen Megalithbasis und den aufgesetzten Bergfried und rechts eine freie Rekonstruktion der Burg Alt-Eberstein. Ein Blick in den Innenhof darf natürlich nicht fehlen. Burg Frohnhofen. Steinerne Riesen als Basis des Turmes. Geschichte. Seit Jahrhunderten prägt die wuchtige Turmruine von Frohnhofen das Ortsbild. Lange Zeit hielt man sie, wie ähnliche Anlagen in Hatzenturm oder Dankezweiler, für ein Relikt aus römischer Zeit. Heute weiß man, die Frohnhofener Burg entstand vermutlich im 12. Jahrhundert, in einer Epoche, als Oberschwaben ein Kernland des Reiches war. Die mächtigen Grundherren jener Zeit, die Welfen und später die Staufer, schufen hier Zentren ihrer Herrschaft. Ihnen folgten Ministerialenfamilien, die in ihrer Nähe eigene Burgen errichteten. So auch Frohnhofen, unweit der Veitsburg bei Ravensburg. Der Turm diente den Herren von Frohnhofen zunächst als Sitz. Doch schon im 13. Jahrhundert verlagerte sich der Mittelpunkt der Familie nach Burg Königsegg. Die alte Burg verlor an Bedeutung und wechselte im 14. Jahrhundert mehrfach den Besitzer, bis sie Ende des Jahrhunderts an das Kloster Weingarten kam. Mit diesem Übergang war ihre militärische Rolle beendet. Stattdessen diente sie als Zufluchtsort in unruhigen Zeiten und als Wirtshaus. Bereits 1452 erhielt ein Leibeigner des Klosters die Burg aus Lehen mit der Auflage, darin eine Taverne zu betreiben. Diese Nutzung hielt sich über Jahrhunderte. Der Dreißigjährige Krieg brachte in den 1630er Jahren Zerstörung. Schwedische Truppen plünderten den Ort und setzten den Turm in Brand. Später wurde die Ruine teils gewerblich genutzt, etwa als Schlosserei. Heute ist sie ein stilles Denkmal, das noch immer von ihrer wehrhaften Vergangenheit erzählt. Baugeschichte. Der Turm von Frohnhofen ruht auf einer beeindruckenden Basis aus gewaltigen, teils unbehauenen Steinen. Eine Megalith-Bauweise, die seiner Standfestigkeit über Jahrhunderte diente. Schon im 12. Jahrhundert setzte man hier auch behauene Buckelquader ein, wie sie in dieser Zeit Mode waren. Der ursprüngliche Eingang lag rund 6 Meter über dem Boden und ist noch deutlich sichtbar. Der Hauptwohnraum war mit einem Kamin ausgestattet und wurde von einem Tonnengewölbe abgeschlossen. Nur wenige kleine Fenster sorgten für Licht. Über eine Steintreppe in der bis zu 3 Meter dicken Mauer gelangte man zu den oberen Stockwerken. Wahrscheinlich krönte ein Fachwerkbau den Turm ähnlich wie bei Hatzenturm. Trotz späterer Veränderungen ist die massive Megalithbasis bis heute eines der markantesten Merkmale der Anlage und macht die Frohnhofener Burg zu einem eindrucksvollen Zeugnis mittelalterlicher Wehrarchitektur in den Oberschwaben. Links sehen wir eine mögliche Rekonstruktion des Frohnhofener Turms mit Fachwerkobergeschoss. In der Bildmitte das, was heute noch zu sehen ist, und rechts nochmals eine Ansicht des Turmes. Burg Hatzenturm. Massive Steinriesen als Baumaterial.
Geschichte. Hoch über dem Ort Wolpertswende thront der Hatzen-Turm, ein eindrucksvolles Relikt mittelalterlicher Wehr- und Wohnarchitektur. Errichtet wurde er vermutlich im Jahr 1128 von den Rittern von Hatzen-Turm, einer Seitenlinie der Herren von Frohnhofen. Aus dieser Familie ging Mitte des 13. Jahrhunderts die Linie von Königsegg hervor. Über Generationen blieb der Turm in ihrem Besitz, bis Hans von Königsegg, Sohn des Eberhard, im Jahr 1419 den Hatzen-Turm zusammen mit dem Kirchensatz von Wolpertswende an das Heilig-Geist-Spital in Ravensburg verkaufte. Danach verschwand die Burg weitgehend aus dem Geschichtsquellen. Sein Name deutet darauf hin, dass es sich um eine reine Turmburg handelt. Ein Verteidigungs- und Wohnbau, der ohne große Vorburg oder zusätzliche Gebäude auskam. Baugeschichte. Der Hatzen-Turm ist ein massiver Wohnturm aus dem 12. Jahrhundert, der auf einer 580 Meter hohen Hangkante steht. Mit seiner Höhe von über 18 Metern und einer Grundfläche von 9 mal 9 Metern dominiert er noch heute die Umgebung. Auffällig ist sein Mauerwerk. Wie bei der Turmburg Frohnhofen wurden auch hier klobige, massive Megalithsteine verbaut, die dem Bauwerk eine besondere Wucht und Standfestigkeit verleihen. Diese gewaltigen Steinblöcke, kombiniert mit Bruchsteinen, lassen den Turm noch heute wie eine urzeitliche Festung wirken. Die Mauern sind 2,50 Meter stark. Im Innern gab es 3 Stockwerke, möglicherweise gekrönt von einem hölzernen Fachwerkaufsatz, der die Wehranlage erhöhte. Der ursprüngliche Eingang lag vermutlich in erhöhter Position, um Angreifern den Zugang zu erschweren. Heute zählt der Hatzen-Turm zu den seltenen, gut erhaltenen Beispielen einer mittelalterlichen Turmburg in Oberschwaben. An Wochenenden ist er begehbar und von seiner Spitze öffnet sich ein weiter Blick über das Land. Ein Ort, an dem Geschichte und Landschaft in Stein gemeißelt scheinen. Hier sehen wir den Hatzen-Turm. Vielleicht sah er so aus mit seinem Fachwerk-Obergeschoss und eine kleine Mauer hatte er trotzdem um den Hügel herum. Das Bild links zeigt den Turm, den Hatzen-Turm in der heutigen Gestalt und rechts ein Blick in die Treppe, die in dem Mauerwerk des Hatzen-Turms läuft und nach oben führt. Funktion und Wirkung von Megalith-Mauerwerk. Megalith-Mauerwerk erfüllte im Burgenbau gleich mehrere Funktionen und hatte eine starke symbolische Wirkung. Zunächst spielte die Stabilität eine entscheidende Rolle. Die Verwendung besonders großer Steine bot vor allem im Fundamentbereich und an Hängen enorme Sicherheit. Solche massiven Blöcke widerstanden nicht nur der Erosion und den Kräften der Natur, sondern stellten auch für Angreifer ein nahezu unüberwindbares Hindernis dar. Doch neben dem praktischen Nutzen besaß das Mauerwerk auch eine klare Symbolkraft. Die monumentale Optik solcher Steinquader vermittelte unübersehbar Stärke, Dauerhaftigkeit und Zeitlosigkeit. Eine Burg mit Megalithmauern wirkte nicht nur wie ein sicherer Rückzugsort, sondern auch wie ein unerschütterliches Zeichen der Macht ihrer Erbauer. Darüber hinaus diente der Baustil auch der Tradition und bewussten Täuschung. Die antik anmutende Gestaltung, die ließ eine Burg oft älter und ehrwürdiger erscheinen, als sie tatsächlich war. Auf diese Weise konnten sich Herrscher und Adelsfamilien in eine Lage, beinahe mythische Tradition stellen, selbst wenn ihre Anlage vergleichsweise jung war. So verband das Megalith-Mauerwerk in eindrucksvoller Weise praktische Wehrhaftigkeit mit einer repräsentativen Inszenierung von Macht und Geschichte. Hier noch einmal die Burg Mammertshofen mit ihrer wirklich guten Fernwirkung durch das Megalith-Mauerwerk. Mythen und Missverständnisse in den neuen Medien. Gerade in den letzten Jahren erleben Megalithmauern und vermeintliche Megalithmauern eine neue Karriere in den sozialen Medien. Auf Videoplattformen kursieren immer mehr fantasievolle, aber historisch falsche Deutungen. Natürlich entstandene Felsformationen werden als vergessene Riesenmauern gedeutet. Mittelalterliche Megalithbauten werden zu Überresten angeblicher Vorkulturen erklärt. Einzelne bucklige Quader in modernen Mauern werden als Spuren geheimer Bauherren präsentiert.
Solche Erzählungen klingen spannend, führen aber oft vom eigentlichen belegbaren historischen Kontext weg. Das echte Megalithmauerwerk des Hochmittelalters ist in seiner Entstehung gut dokumentiert und wird dadurch nicht weniger beeindruckend. Fazit: Steingewordene Macht. Ob in der Schweiz, am Bodensee oder am Oberrhein, Megalithmauerwerk ist kein Zufallsprodukt. Es ist Ausdruck einer bewussten architektonischen Sprache des Hochmittelalters, die sowohl Schutz bot als auch Herrschaftsanspruch visualisierte. Diese gewaltigen Steine sind bis heute stille Zeugen eines machtvollen Bauwillens und ganz ohne mysteriöse Riesenvölker faszinierend genug. Auch wenn sie mystisch wirken, es sind mittelalterliche Bauten. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.